Ich war gestern, das Datum ist jetzt wurscht, ich war am Vortag in Generation Zero unterwegs und habe mal ausgesperchtelt diesen komischen Reaper Tank. Ich habe keine Ahnung von diesem Drum. Ich weiß, dass er ein extremst gefährlicher Gegner ist und dass er mit dir macht, was er will, weil er einfach eine relativ gute Verteidigungsbasis aufliegen hat. Ähm, ich bin momentan in diesem Spiel nur unterwegs, um meinen Charakter mit Adrenalinspritzen zu befüllen, mit Munition. Ich glaube, fürs N60 Maschinengewehr habe ich mittlerweile knapp 8000 Patronen. Ja. Also jetzt kannst du dir vorstellen, wie ich mich gerade vorbereite auf diesen Kampf. Im Übrigen dazu entsteht ein kleines Special. Macht sie drauf gefasst. So, da kriegst du zurück zu Generation Zero. Das Spiel schläft nicht, die Entwickler schlafen nicht. 2022 ist das nächste große Update angekündigt. Landfall nennt sich dieses. Und das hat mich dazu gewogen, das Spiel in zwei Playlisten aufzuteilen. Alles, was du nun hörst, werde ich dir kurzzeitig immer wieder einblenden, damit du einen Überblick hast über das Ganze. Fangen wir mal an. Die derzeit laufende Staffel 1 von Generation Zero wird sich rein mit den Geschichten befassen. Vom Tag der Katastrophe beginnend bis zum Ende des Alpine Unrest DLCs. Genau, kurz und schmerzlos. Kapitel 2. Ich werde aber wenn ich für Kapitel 2 Folgen hochlade, werde ich dies aber ein bisschen markieren, beziehungsweise werde es im Titel dazu schreiben, Kapitel 2. Nur, dass du dich dann auskennst. Wir werden in diesem Special oder in dieser Reihe, in Kapitel 2, folgende Inhalte bringen oder zeigen oder abarbeiten, wie du das auch immer nennen willst. Fangen wir mal kurzzeitig an. Das Landfall-Update werden wir uns anschauen. Wir werden die Burg verteidigen, die wir uns da aufgebaut haben. Das wirst du dann alles noch sehen im Laufe der Zeit in Kapitel 1. Dann habe ich dafür geplant, sämtliche neuen Updates durchprobieren, unseren Charakter aufrüsten, etc. etc. Es gibt noch genug zu tun und ich glaube, dass dieses Spiel noch lange mit Updates versorgt wird. Ich hoffe es zumindest. Ich will das Spiel noch nicht aufhören. Ich will noch weitermachen mit diesem schönen, wirklich absolut schönen Spiel. Nebenbei arbeite ich noch an einem Fazit, das habe ich schon irgendwo einmal erwähnt. Und Kapitel 2 wird sich nicht nur mit der Zukunft und zukünftigen Updates befassen. Das große, oder beziehungsweise der große Elefant im Raum, den blende ich dir kurz ein. Bis gleich. Dem digitalen Bauplan zufolge wurde diese Version des Modells Stridsmar Skin 90 von FNIX selbst angefertigt. Höchstwahrscheinlich hatte FNIX kurz vor der Katastrophe einen unfertigen, streng geheimen Prototyp in seine Gewalt gebracht, der in der FOA-2-Anlage in der Nähe des Militärstützpunktes Nomura in Entwicklung war und damit begonnen ihn umzurüsten. Den Codenamen für diesen Prototyp eines verstärkten Tanks hatte sich das FOA-2 einfallen lassen: Limanen, schwedisch für Sensenmann. Es ist nicht bekannt, ob die ABC-Waffen aus Phoenix-Umrüstung stammen, da sie in den Maschinen der Apokalypse-Klasse verbaut durchaus ähnlich sind. Neben radiologischen, biologischen und chemischen Waffen, wie sie für die Maschinen der Apokalypse-Klasse typisch sind, verfügt der Tank über spezielle Schildemitter, die in aktiven
Zustand jede Art von Schaden abwenden. In besonderen Bedrohungssituationen setzt er zusätzlich eine leistungsstarke maßgefertigte thermobarische Waffe ein. Auf dem Bauplan ist auch zu erkennen, dass die Schildemitter große Mengen an Energie benötigen und daher nicht zeitgleich mit den Offensivwaffen der Maschine in Betrieb bleiben können. Bewaffnung, Katastrophe, Stachel FNX, Tickentsendung, Druckwellen, Stampfattacke, biochemisches Gas, Strahlenprojektile, Brandmaschinengewehr, Waffenabwehrschild, thermobarische Explosion. Auch wenn die Sache mit dem Reaper Tank nun schon etwas vorgegriffen ist und du jetzt ein bisschen einen Spoiler gehabt hast mit den ganzen FOA2-Anlagen etc. FNIX, du wirst das alles in Kapitel 1 der Geschichte, wirst du das alles miterleben dürfen. Und ich sage nur so viel dazu, mich hat es gefesselt von hinten bis vorne, weil sich einige Dinge ergeben haben, die mich umgehauen haben. Ich habe das in irgendeinem anderen Video, aber das schon mal erwähnt. Ich war am Ende der Hauptgeschichte richtig sauer, ehrlich. So eine gut geschriebene Geschichte habe ich seit, weiß ich nicht, seit wann erleben dürfen. Und nun zum Abschluss dieses Videos, ich habe jetzt ein paar Informationen loslassen, werden wir uns dem Teil nähern, um den es eigentlich geht in diesem ganzen Kapitel 2 Kack, was du da halt da bei mir siehst. Und zwar, wenn du genau schaust, na, wo blende ich denn hin? Da ist er, bitteschön. Hier habt ihr ihn, den Reaper Tank. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie lange dieser Kampf dann gegen ihn dauern wird. Das Spiel ist ja eigentlich auf Koop ausgelegt und ich habe mir ein paar Videos angeschaut auf YouTube. Das waren halt alles Koop-Spieler im englischsprachigen Raum und ja, man, wenn es denn zu dritt oder zu viert angehst, glaube ich, ist der machbar im schnellen Durchlauf oder so, keine Ahnung. Allerdings alleine dürfte der schon eine Herausforderung für sich sein. Darfst du nochmal genießen, den Jungen. Den werden wir uns demnächst vornehmen. Ich lasse das jetzt alles noch ein bisschen so unkommentiert stehen. Wir sehen uns dann im Laufe der Zeit wieder. In einem nächsten Video etc. etc. Man sieht sich und bis bald. Baba.